Servus bei der Ham in Bayern. Kasper mag Brezen. Ja, Kasper mag Brezen. Heiligt der König. Das kann man sich ganz gut merken. Kasper, Melchior und Balthasar. Meiner viel, dass das dafür steht, aber eigentlich heißt es ja ganz was anderes. Nämlich Christus, Mansionem, Benedicat. Ja, das heißt so viel wie Christus segnet dieses Haus. Und dass es auch ganz stimmt, wie das jetzt da steht, kommt nun als Jahr mit dazu. 2016. So stimmt's. Die heiligen drei Könige, die kommen immer am 6. Januar. Ja, bei uns daheim, da werden sie auch Sternsinger genannt. Und die sammeln quasi für kirchliche Kinderhilfsprojekte und segnen das Haus. Da stehen jetzt die drei Weisen aus dem Morgenland. Und wenn wir es im Religionsunterricht gelernt haben, sind die quasi vom Stern über Bethlehem geleitet worden zum Stall, da wo das Jesuskind auf die Welt gekommen ist. Und da haben sie sich nicht lumpen lassen und haben ein paar Geschenke mit dabei gehabt. Der Kasper, der hat Myrrhe mitgebracht. Der Melchior, der hat Gold mitgebracht. Und der Balthasar, der hat Weihrauch mitgebracht. Der Kasper, der ist schwarz und kommt aus Afrika. Der Melchior, der kommt aus Europa. Und der Balthasar, der kommt aus Asien. Das habt ihr bestimmt schon alles einmal gehört. Also den Brauch, den gibt es ja schon seit dem 16. Jahrhundert. Zwischendrin ist es dann ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber seit den 60er Jahren, da sind die Sternsinger wieder überall unterwegs. Also fast überall. So, und was hat das Ganze jetzt mit Bayern zu tun? Freilich, bei uns gibt es einen Haufen Sternsinger, das ist das eine. Und bei uns in Bayern hat es einen ähnlichen Brauch schon viel früher gegeben, angeblich, ja, bevor es das Christentum überhaupt gegeben hat. Und zwar haben die Menschen früher 3 Schicksalsgöttinnen verehrt, die sogenannten Beten. Und vor allem am Ende der Rauhnächte, am 6. Januar. Und manche sagen ja auch, dass der Brauch mit den heiligen 3 Königen darauf zurückgeht. Und was macht jetzt ihr, wenn die heiligen 3 Könige bei euch daheim Ding Dong klingeln? Ja, genau, dann hört sich jetzt schon mal den Spruch an oder das Lied, das dabei haben. Weit war unsere Reise, wir suchten den Retter, den Herrn. Wir haben ihn endlich gefunden, nach Bethlehem führt uns der Stern. Wir brachten Myrrhe, Gold und Weihrauch dar, so wie es für Königskinder üblich war. Und jetzt? Jetzt sollst du spenden, das ist doch logisch. Und die Kreidebuchstaben, die sie euch an Türen gemalt haben, die bleiben bis nächstes Jahr stehen. Ja, die sollen nämlich die bösen Geister vertreiben oder vom Haus fernhalten. Und den Sternzingern, denen gibt es einfach was Süßes, weil die machen halt das Ganze freiwillig und für einen guten Zweck. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kasper, Melchior und Balthasar. Servus bei der Ham in Bayern. Kasper mag Brezen. Ja, Kasper mag Brezen. Heiligt der König. Das kann man sich ganz gut merken. Kasper, Melchior und Balthasar. Meiner viel, dass das dafür steht, aber eigentlich heißt es ja ganz was anderes. Nämlich Christus, Mansionem, Benedicat. Ja, das heißt so viel wie Christus segnet dieses Haus. Und dass es auch ganz stimmt, wie das jetzt da steht, kommt nun als Jahr mit dazu. 2016. So stimmt's. Die heiligen 3 Könige, die kommen immer am 6. Januar. Ja, bei uns daheim, da werden sie auch Sternsinger genannt. Und die sammeln quasi für kirchliche Kinderhilfe.